Willkommen zurück, Sportsfreunde, zu Pokémon Legenden Arceus. Nach einer gefühlten Ewigkeit. Zumindest für mich, denn also ich sag's mal so, ich nehme jetzt gerade so, ja, sagen wir mal so am 10. September auf, so Mitte September. Und die letzte Aufnahme, letzte Folge war Mitte, Ende Juni. Ja, schon knapp 3 Monate her. Das ist eine lange, lange Zeit und ich bin jetzt hier, weil ich hier vorhin etwas gesehen habe und hoffe, es spawnt gleich wieder. Weil das also Grund ist, dass ich jetzt wirklich hier draußen bin und irgendwie, naja, irgendwo dort, wo es vielleicht mehr Sinn machen würde. Nämlich am Camp, am Lager. Worum geht es genau, Sportsfreunde? Es geht darum, dass das verdammte Pantimos nicht auftaucht. Nein. Also doch auch, aber in der letzten Folge habe ich noch was verwendet, von wegen Side-Quests und Vorbereitungen für Pokédex-Aufgaben etc. etc. Jetzt ist es so, das habe ich soweit auch alles erledigt. Man sieht auch hier, nicht berichtete Aufgabe 24. Ich habe offscreen bisher, ich wollte noch ein bisschen mehr machen, habe es noch nicht geschafft, nichts anderes gemacht als entweder bereits gefangene Pokémon nochmal zu fangen, um halt Pokédex-Aufgaben weiterhin fortzuschreiten, oder habe Attacken eingesetzt. Wie zum Beispiel, oder auch Pokémon besiegt, zum Beispiel hier trifft Zeppeli, ja gut, das wurde gerade gezählt. War mir sowas. Attacken einziger Panferno zum Beispiel, genau. Weil ich habe ja auch ein Team, deswegen bin ich da ein paar Mal hingegangen und habe gesagt, hey, setze Tempotechnik ein, hey, setze Flammenblitz ein und so, um halt diese Kack-Pokédex-Aufgaben voranzubringen, denn unser Ziel ist ja immer noch, dass wir jeden Pokédex-Eintrag komplett kriegen, also vervollständigt haben auf Rang 10 von jedem Kack-Pokémon im gesamten Pokédex, Freunde. Das könnte noch ein bisschen dauern, hingegen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie bei Pikachu, dass ich solche Sachen wie Exemplare gefangen oder Einsatz von Donnerblitz gesehen einfach offscreen mache, heißt, dass wir eigentlich nur noch in den normalen, regulären Folgen nur noch neue Pokémon fangen, soll es hoffentlich schneller vorangehen. Ja, und was wir auch haben ist, und das ist gerade das, was mir ein bisschen stört, weil ich gerade die Folge neu gestartet habe, sind ja, dann gar nicht mehr im Kopf, da schon wieder ging. Moment, warte mal. Nein. Ja, okay. Ist ja wie bereits erwähnt bei mir ein bisschen länger her. Wir haben ja Sidequests. Und ich habe gesagt, irgendwie seltsam, mir fehlen hier dazwischen ein paar Sidequests. Jetzt zum Beispiel, glaube Quest Nummer 21 fehlt uns. Weil Quest 20 haben wir auch gemacht. Wir haben noch hier 23, schön. Und hier oben haben wir 22 und 24. Ja, aber wo ist 21? Also, es gibt bestimmte Sidequests, die erst getriggert werden, wenn wir halt Voraussetzungen erfüllt haben. Wie zum Beispiel ein bestimmtes Pokémon zu fangen. Und das Pokémon, was ich noch suche hier, ist Pantimos. Jetzt ist natürlich der Mist an der Sache. Ich habe Pantimos offscreen hier gefunden, endlich mal, und dachte mir so, hey, cool, ich speichere mal statt die Folge neu. Weil das Pantimos hier kommt, ist gespeichert, das zwar schon. Solange ich das Gebiet verlasse, müsste Pantimos jetzt hier immer wieder neu spawnen. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich die Folge neu gestartet habe, ist Pantimos wieder verschwunden und die Spawns wurden regeneriert. So, warum Pantimos? Ich brauche einen Pantimos, ich muss eins fangen. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch so ein paar Pantimimi. Ihr habt gesehen, ich habe aufgenommen, ein paar gefangen, mit Namen gefüttert, das auch. Natürlich geht es mit einem Forschungslevel. Es geht mir allerdings auch darum, dass ich halt noch so einen eben scheiß Pantimos brauche. Und wenn ich mich richtig erinnere, brauche ich für um Pantimi zu Pantimos zu entwickeln, war glaube ich Mimikry zu beherrschen, war? Oder was bei Mobile-Mogelbaum, ich weiß nicht mehr. So, komm. Dass nur das Pantimos hier weg ist, das stört mir schon ein bisschen. Kadabra ist da vorne respawned. Ja, ich meine, ich kann natürlich jetzt einfach zurück in den Professor, meine bereit für den Pokédex-Aufgaben wieder abgeben und sagen, yo, Mann, wie sieht es aus? Ja, wir können weitermachen. Das wäre auch eine Option, die ich sowieso machen wollte, aber eigentlich erst nachdem ich Pantimos hier gefangen habe. Ist das Kackviech aber nicht mehr da.
Vielleicht, warte mal, vielleicht kann ich es kurz respawnen lassen. Ja, generell wäre die nächste Folge natürlich lustig, weil klar, wir haben noch ein bisschen was mit der Story zu tun. Aber ich weiß, dass nicht mehr so viel ist und ich will nicht irgendwie jetzt quasi sagen, hey, jetzt alle Stories machen, alle Sidequests machen, aber Pokédex komplettieren. Weil dann einen Pokédex zu komplettieren, das kann sehr mühselig werden. Deswegen würde ich das eigentlich gerne ein bisschen miteinander mischen. Wäre zumindest mal eine Idee gewesen. Und innerhalb der Folge schneiden wäre zwar auch eine Variante, mache ich aber ziemlich ungern, weil das sehr viel mehr Arbeit ist für mich. Ja, da muss ich zugeben, bin ich doch ein bisschen faul. Ja, ich finde so ein Cut setzen. Klar kann man es machen und so ist gar kein Thema. Aber das ist aber für mich irgendwie auch immer ein bisschen situationsabhängig. Ich habe auch schon überlegt, ja, wie geht's jetzt oder wie machen wir jetzt weiter mit den Dingern? Wenn es darum geht, dass wir. Ah, noch mehr böse Pokémon. Heißt böse, wieder Pokémon. Hey, da ist ein Togekiss. Ich glaube, das eigentlich auch haben, wenn das einfach so in der Flugbahn störe. Jo, Togekiss, was geht ab? Du fliegst einfach weiter. Du fliegst aber weiter. Gut, ich meine, ich habe schon eins gefangen, ne? So ist er nicht. Was wollte ich gerade sagen und nicht schwindeln? Ja, mit dem Schneiden, ne? Es ist immer so eine Sache, an der Folge zusammenzuschneiden und zu sagen, hey, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Von A zu B zu gehen, das kann man, finde ich, für so eine einzelne Folge gerne mal machen. Aber wenn ich jetzt sage, hey, das machen wir jetzt künftig nur noch so, finde ich es ein bisschen mühselig. Da ist ein Simsala. Wieso ist da ein Simsala? Hä? Achso, ist eine Elite, ja dann. Anschleichen, wir machen das nicht am besten. Das lief super. Das ist ja mein Pokéball ausgewichen, ey. Ich glaube das ja nicht. So, ich habe auch schon überlegt, den Zusammenschneiden und so. Man könnte es ja theoretisch bei den Geisterlichter machen. Aber ganz ehrlich, auch da ist es so, dass ich mir denke, ja, Geisterlichter sammeln, generell cool. Aber würde es nicht mehr Sinn machen, wenn ich alle zusammen irgendwie sammeln würden, zusammenschneiden? Nicht einfach so von wegen, oh, ich habe jetzt schon irgendwie ein Drittel, den Rest sammeln wir zusammen und also in einer Folge oder mehrere Folgen hintereinander. Den Rest haben wir jetzt halt über die ganzen 70 Folgen, wie viele es waren, halt verteilt. Das ist irgendwie, finde ich, auch ein bisschen doof. Deswegen habe ich mir auch schon überlegt zu sagen, hey, come on. Okay, Verzerrung schon wieder. Die drauf sind auch schon mal gesehen. Deswegen war schon meine Idee, ich könnte eigentlich, auch wenn es vielleicht doof klingt, aber halt die restlichen Irrlichter, die uns fehlen, einfach halt offscreen sammeln. Weil ganz ehrlich, wenn ich es euch halt gerne auch zeigen würde, eben macht es so halt jetzt keinen Sinn, weil ich bereits einen großen Teil gesammelt habe in den letzten Folgen. Und andererseits, wenn jetzt jemand von euch das gerne nachmachen möchte und alle Geistlichter sammeln möchte, ist natürlich cool, gar kein Thema, aber ihr werdet wohl kaum jetzt irgendwie die vielen Folgen, die ich habe, zusammensuchen, um da irgendwie halt doch noch alle zu finden, die ich da halt auch gefunden habe. Sondern wird halt irgendwie auch irgendwie eine Online-Lösung zu suchen, wo ja, ein Walkthrough, sowas in der Art, oder Playthrough von mir aus, wo halt alle zusammen aufgelistet sind. Ich glaube, das macht irgendwie mehr Sinn. Warte mal. War zumindest so mein Gedanke. Also das ist eigentlich schon sowas lieber gerne komplett und kompakt an einer Stelle. Da wäre es sonst so jetzt in der Art, wie ich es jetzt noch anbieten könnte, irgendwie auch ein bisschen doof. Vielleicht auch nicht. Andererseits natürlich auch der Gedanke dahinter, von wegen, ja, dann habe ich irgendwie alle bis auf die jetzt irgendwie normal gesammelt, mit auch zusammen und die anderen einfach nur offscreen. Das ist irgendwie auch doof. So, Pilze, Bohnenköder. Muss mal gucken, wie ich da an Simsler rankomme. Ich kann langsam mal die anderen Dinge einsetzen.
Super, jetzt sehe ich natürlich nicht, ob es sich freut oder nicht. Ah, das Scheißviech ist so weit weg. Ja, geh noch weiter weg, Simsla, ist gut. Komm, geh mal hier hin. Ich habe mir so viele Tonnenbälle, fällt mir gerne mal auf. Schwein gehabt. Entwicklung möglich. Ah ja, da war ja was. Also, dann machen wir halt weiter, wenn ich schon kein, oder noch kein Dingsbums habe. Pantimos machen wir halt so mal weiter. Wampel Panekon habe ich deswegen mitgenommen zum Entwickeln, auch für Pokédex-Einträge. Ja, jetzt geht es ein bisschen ums Komplettieren, wa? Das kann mitunter spannend sein, das kann mitunter auch ein bisschen nervig sein. Dankeschön. Direkt weiterentwickeln, okay. Ja, Panekon. Ich bin Panekon. Bin gespannt, wie das in Pokémon Violet und Scarlet sein wird. Mit Entwicklungen. Also ähnlich so wie hier, wo man es manuell machen kann oder wieder automatisch. Wie es, sage ich jetzt mal, klassischer wäre. Ich bin schon mal sehr, sehr gespannt darauf. Togekiss habe ich auch, genau, da kann ich am Mondgewalt einsetzen, das ist auch kein Problem. Pantimos fehlt, ja, dass ich merkwürdig verhaltene Pantimos erforscht, genau. Da ist in Cycles Nummer 21, die kriege ich aber, wie bereits erwähnt, erst dann. Ich habe gesehen. Ja. Kriege ich erst dann, wenn ich es halt auch gefangen habe. Das ist leider so, weil wenn sie überhaupt hier Panekon und Timmy das jetzt sicher auf Maximum haben, das geht fast nicht anders. Panekon jetzt entwickelt haben, ja, das macht auch einiges aus, ich war gefangen, ja, ist auch cool. Pudox. Giftpuder gesehen, Krafttechnik gesehen. Was können wir noch machen? Ups. Jetzt auch schon irgendwie ein höheres Level. Und ein Pantimos oder irgendwo hier unten. Was hat die vorhin hier unten gesehen? Haben wir doch irgendwie hier gestartet. Da unten war es doch. Da ist es wieder. Okay, da ist Pantimos. So, jetzt fangen wir es aber wirklich. Wird wehtun. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Es wurde nicht mal überrumpelt, was? So. Giftpuder, Krafttechnik. Haben sogar beides erfüllt, also. Dann wird wohl für Stufe 10 reichen. Also ja, wie bereits erwähnt, so Pokédex-Einträge. Gut gesehen habe ich es, insofern reicht es mir eigentlich. Pokédex-Einträge mache ich offscreen, neue Pokémon fangen machen wir zusammen. So, jetzt natürlich die Frage, Pantimos. Ich hoffe, es reicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein hohes Level hat. Natürlich reicht es nicht. Das war ein bisschen anders geplant, muss ich zugeben. So. Tonnenbälle gehen wir aus. Ja, müssen wieder mal neue Hersteller kaufen. Eins von beiden. Pantimos gefangen, Level möglich. Bei Pikachu warte ich eigentlich noch darauf, dass ein Donnerblitz lernt, aber ich glaube irgendwie hat es keinen Bock drauf. Ist auch ein bisschen mühsam. So. Dampf wollen wir mal sagen. Hier ein Stempel entfernen. Da war nämlich wirklich für Pantimos.
So eine Quest und so, ein paar Markierungen. Hier oben muss sowieso hin, hier haben wir viele Items. Die bahnen sich an, perfekt. Ich würde mal sagen, wir gehen zurück und schließen mal ein paar Pokédex-Einträge ab, Freunde. Bitte starten wir Bericht darüber. Yo. Innenraumzeitverzögerung gefangene Pokémon, also an die Evoli. Wir brauchen viele Evoli, Freunde. Den Pokédex aktualisieren. Wir haben Stufe 10. Was? Wir haben jetzt mit Pikachu Stufe 10 erreicht? Hey, das geht nur über die roten. Na, okay. Wenn es auch so geht, brauchen wir gar nichts mehr. Pantimi ist auch cool. Relaxo auch. Simsala. Psychokinese gesehen. Ja, vielleicht sollen wir einfach mal eins mitnehmen. Wäre eine Option. Panferno ist auch schon cool drauf. Warum auch nicht? Galoppa, Pantimos. Fehlt da noch ein bisschen was. Ich glaube, da mit der Sidequest und Pantimos dürfte es aber eigentlich reichen, glaube ich. Ja, noch ein bisschen weiter forschen. Die geht eh gleich auf. Die Raumzeitverzerrung, die würden wir natürlich auch gerne mitnehmen. Warum auch nicht, denke ich mir so. Ein paar Minuten haben wir noch. Ich könnte eigentlich auch mit einem Sidequest, mit der Hauptquest weiter loslegen. Wenn wir so mitnehmen. Das erste Mal. Team habe ich mal ein bisschen sortiert. Habe ich auch erwähnt. Hier sind eigentlich so die Hisui-Pokémon eigentlich. Also Hisui Sinnoh von dem her, weil hier sind Hisui Starter, hier werden die Sinnoh Starter. Also zumindest mal so die Idee. Ja. Wir können jetzt auch mit dem Shelter als Elite-Pokémon rangehen. Mal gucken. Hier haben wir eigentlich generell Hisui-Pokémon, die eben halt keine Starter sind. Genauso wie hier unten. Hätte eigentlich sonst so ein bisschen Sinnoh-Pokémon, die noch sehr gut gefallen. Nach hier mit den Herrschern, wobei wir hier zum Teil ein paar Herrscher haben. Oder Elite. Elite, Alpha, Herrscher, alles dasselbe. Mehr oder weniger. Da kann und muss ich auch noch ein bisschen gucken, wie wir das genau machen wollen, schlussendlich. Hier nochmal eine Teambox. Und Evoli-Entwicklungen zum Beispiel. Ja, einerseits ist halt die Teambox gedacht, um schnell eine Übersicht zu haben für Pokémon, wo ich denke, jo, die setzt sowieso immer wieder ein. Andererseits halt auch für eine Übersicht von Pokémon, wo ich denke, die Zusammenstellung der Teams passt perfekt, wie zum Beispiel die 5, die sich eigentlich gut ergänzen würden. Ich könnte sie theoretisch mit Tanupto kombinieren oder mit Bauentwicklung, mit Otaro. Die will ich sowieso mitnehmen ins Team, war jetzt aktuell mal zum eben auch entwickeln. Neu! So, warte mal. Wie viele von euch sind jetzt hier gerade ein paar Elite-Viecher? Okay, Galoppa und Simsala, aber Simsala würde ich auch gerne gerade ins Team mitnehmen. Das heißt, erstmal den Rest noch. Oh, warte mal. 2 Evolis gefangen. Hohes Level. 5 Evoli plus haben wir ja. Wir wissen noch die Bandentwicklung nach Tarompsiana. Felinara fehlt noch. Den Rest kann ich ja eigentlich. Ne, warte mal. Aber Felinara auch schon. Ja, wäre auch schon cool. So halt als Evoli-Entwicklungen. Was ist denn eine Box nur mit Evoli-Entwicklungen? Ja gut, aber natürlich momentan wenig Feen-Pokémon, das stimmt. Gerade war es eigentlich auch mehr Psycho-Fee. Und ganz ehrlich, ich hatte gerade erwähnt, dass ich ja eigentlich Turkis auch mitnehmen kann. Mit dem ja auch noch ein bisschen was für den Pokédex machen sollte, dann würde es sich eigentlich lohnen. So, packen wir mal die hier hin. Wir haben noch ein paar Psycho-Pokémon. Wo war die verflixte Psycho-Box?
So. Simsla will ich mitnehmen, gerade erwähnt. Okay, dann haben wir natürlich noch nochmal ein Pantimi und ein Pantimas. Ja, nochmal schön sortieren. Gut, warum man so viele Pantimi braucht, ist ein anderes Thema. So. Dann vielleicht mal noch in die Käferbox marschieren. So ein ist sie. Ja, mehrere. So. Deswegen habe ich eigentlich auch nicht entwickelt, weil ich mir dachte, ja komm, das sieht eigentlich noch schön aus. So eine Entwicklungsreihe quasi. Warte mal, packe den mal hier unten rein. Den hier hin. Dann haben wir nur 2 Papinella, aber viele Pudoxe. Pudoxe vor allem. So. Das Pikachu haben wir auch. Ein Raichu braucht mal bei Gelegenheit natürlich auch für den Pokédex. Muss er dann aber vermutlich halt einfach entwickeln. Aber alles andere macht nicht so viel Sinn jetzt. So, Pikachu ist das Maus-Pokémon. Passt also perfekt zu Pachirisu. Dann zurück in die neue Box. Jetzt haben wir noch Triff Zeppeli. Wo sind die Geister, die ich rief und die nie kamen? Soll Zukunfts-Michael machen. Sortieren. So, dann haben wir natürlich noch den Käfer. Das erste Pflanzenboomer-Dame? Krass. Okay, aber, ja, gut. Ja, ich habe es natürlich oft gefangen, das stimmt. Habe sie damit gerechnet, dass es tatsächlich halt noch nicht hatte. Die Boomies konnte mich erinnern, das war ja auch mal so eine Sidequest-Aufgabe. Aber hier, den Boomer-Dame, okay, ein bisschen verkackt gerade, aber egal. Dann freilassen, genau. Nein, komm, mitnehmen. Team. Das soll auch ein bisschen ausgeglichen sein. Also, ich nehme wieder, ich nehme jetzt Bouts mit. Ich nehme Otaro mit, weil wir es brauchen. Und vielleicht, weil ich es aber noch nie genutzt habe und gerne mal nutzen würde, halt noch Lucario. Aber es wäre da ein pulsgenerischer Tempohieb und wir haben ein bisschen gucken mit einer Attacke, aber passt aber schon fürs Erste. Jo. Ja. Dinger hier wäre noch was. Hier und dann noch gucken, aber egal. Items ablegen, die wir gerade so nicht mehr brauchen. Und sei es nur temporär, aber noch irgendwie so ein paar dabei. Dann kommt der noch weg. So, das stimmt einigermaßen. Sortiert und fertig. Ja, doch, wir haben... Ah, das ist jetzt voll doof. Ah, komm, weißt du was? Aua. Wir gehen doch zurück, komm, hol mir die Sidequest ab. Ich weiß, jetzt resettet sich natürlich wieder das Raumzeigefüge, aber ist nicht so wild, ganz ehrlich. Es ist wichtiger, dass wir noch die Sidequest holen können. Weil ich gerade nicht mehr weiß, wo die überhaupt war, aber vielleicht weiß die Karte mehr. Eine Mission, okay. Ist sogar ziemlich beim Galaktik Hauptgebäude. Die Stadt wächst immer mehr. Dementsprechend wurde die Chance auf neue Sidequests auch hier größer. Also die Kohle 22.000, ja. Nicht so schlecht. Hä? Ah, das ist so eine Quest, okay. Ein paar Teams in der Hintergasse. Sprich mit Soul. Es sind keine weiteren Missionen. Ich kann eine Tasche erweitern. Ja, verpiss dich, ey. 1 Million oder was und noch mehr.
Mhm. So sehe ich aus, Kumpel, so sehe ich aus. So. Also, Freunde, wir holen uns jetzt noch die... Ich wollte gerade sagen, wir holen noch die Quest. Der Mythenjäger, so. Ah. Wir holen uns noch die Quest und schauen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Jetzt, da ich endlich Glanzsteine gefunden habe, kann ich mich etwas im Dorf entspannen. Im Grasland wurde ich nämlich ständig von Pokémon attackiert. Es war fürchterlich. Am Ende hatte ich sogar noch einige Sinelbeeren übrig. Die habe ich mir gut schmecken lassen. Ein Glück, dass mir jemand aus dem Hauptsitz die Tasche vergrößert hatte. Oh, warte, du bist bestimmt wegen der Sache hier, zu der ich den Professor Rat gefragt habe, oder? Danke, dass du dir Zeit nimmst. Es geht um einen Pantimos, der sich hier im Dorf einquartiert hat. Ich möchte, dass du dich der Sache annimmst und es genau untersuchst. Wildes Pokémon lebt hier. Sieh nur, da ist es. Du weißt, was zu tun ist. Näher dich Pantimos und finde raus, was es macht. Es macht eine Pantime, würde ich jetzt mal sagen. Aber, ja, das werden wir in der nächsten Folge genauer ansehen, Freunde. An der Stelle sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Bye, bye.